Herzlich willkommen zurück hier bei Retro Cash. Sinnlose Let's Plays und das mal mit Ice Climbers. Und wir werden jetzt nicht durchspielen als Let's Play, sondern es wird eher als Let's Show für Gelegenheitsspielerinnen, Gelegenheitsspieler. Und wie ihr gesehen, die spielen es ab der Switch, obwohl eigentlich hätte ich das Spiel auch physisch original für NES, aber es ist halt einfacher für mich, so ums ab der Nintendo Switch aufnehmen, darum wird jetzt da so sein. So, nebenbei möchte ich noch sagen, wenn ihr auf die Hauptseite vom Kanal geht und dann unter Community habt, dann werdet ihr die folgende Abstimmung finden, die ich euch jetzt dann einblenden. Und zwar ist es darum gegangen, möchtet ihr lieber wieder ein Let's Play vom neueren Spiel oder vom älteren Spiel. Dort ist es unentschieden gewesen und darum habe ich 4 Vorschläge gemacht, 2 eher ältere Spiele und 2 eher neuere Spiele, obwohl das eine eher ältere Spiel ist halt das Remake, aber das ursprüngliche Game ist schon relativ alt. Also könnt abstimmen, wenn ihr möchtet mitbestimmen, was das als nächstes sollte gespielt werden auf dem Kanal. Somit gehen wir jetzt mal ins Ice Climbers rein und erwarten nicht allzu viel, ich bin nicht gut, aber wir machen da einfach One Continue bis Game Over. Kann sein, dass es eine relativ kurze Folge wird, je nachdem wie weit dass ich komme und wie gut dass ich mich anstelle. Da halt eben auch nicht so zum Beispiel da runterjucken. Ja, Gegner kann man kaputt hauen. Der auch, okay. Haben wir etwas gelernt mal. Wo uns für den weiteren Spielverlauf sicher kann nützlich sein. Und dann sind wir am 8. Da wäre es 9. Und da wäre es 10. He? Ja, und dann kommt der Bonus-Stage. Ich glaube, da bin ich immer gerade schlecht gewesen bei diesen Bonus-Stages. Ja, man sieht es gerade auch. He? Stell mich super an. Ja, no Bonus. Super gemacht, egal. Ich glaube, es hat 100 Ebenen gegeben in dem Spiel und durchgespielt habe ich es nie wirklich. Aber ja, größte Wahrscheinlichkeit werden wir es da nicht schaffen. Mit nur einem Versuch. Darum wird es so bleiben. Aber es ist ein cooles, herziges Spiel und etwas ganz Cooles von dieser Zeit dort zumal natürlich für das Spiel ist gewesen, dass man einen Koop 2-Spieler-Modus spielen. Und das noch wäre schon mal ein bisschen weiter da beim Bonuslevel. Aber viel besser. Ich glaube, rauf komme ich trotzdem nicht. Wir haben da nur begrenzte Zeit. Und dort Wolken der Jucken kann ich nicht. Schön. Oh, da ist jetzt aber knapp gewesen. Okay, schade. Ja, wie gesagt, ich finde es ein cooles, herziges Spiel. Und der Schwierigkeitsgrad wird natürlich auch immer ein bisschen höher. Ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen für mich. Da auch nicht. Okay, da kannst du mir leben. Okay. Ich habe es gleich noch geschafft. Man muss sich natürlich mit der Steuerung ein bisschen auseinandersetzen.
den Zeitpunkt vom Springen, weil er ist extra ein bisschen spezieller gemacht bei dem Spiel. Macht auch Sinn natürlich. Der Wiederspielwert für das dortmalige Spiel sicher angehoben hat. Aber ich stehe mich da wieder an. Nehmen wir das Bonuslevel. Ich glaube, das schaffe ich keins. Ja, was soll ich noch sagen? Also zu der Abstimmung. Ich habe 4 Spiele ausgesucht. Luigi's Mansion 3 ist eins, das ich mal angefangen habe und aber nicht allzu viel Zeit investiert habe. Also sprich ein Spiel, das ich selber noch nicht durchgespielt habe, aber eigentlich eins, das ich gerne mal wieder durchspielen. Tony Hawk's Pro Skaters Remake habe ich eigentlich auf der Playstation gespielt, auf der Switch nicht, aber die Switch-Version habe ich mal angespielt und ich habe das Gefühl, so schlecht sieht jetzt die auch nicht aus, meiner Meinung nach. Und das Tony Hawk's Pro Skater 2 für die Originalkonsole haben wir ja schon mal durchgespielt. Und das Tony Hawk's Pro Skater das Tony Hawk's Pro Skater 1 eigentlich noch nicht. Darum wäre es doch durchaus mal noch etwas, wo man spielen können und halt auch ein älteres Spiel. Ja, da ist jetzt unnötig gewesen, der Tod. Wenn ich noch Final Fantasy, habe ich euch Spiele ja immer Short vorgestellt, dass ihr gekauft habt, das Remake 1 bis 6. Und 6 habe ich gehört, ist eigentlich relativ gutes Final Fantasy, habe ich aber bis jetzt auch noch nie durchgespielt, wäre also von dem her auch ein Let's Play, das ich noch nie gespielt habe. Und Mario Odyssey ist natürlich der Klassiker schlechthin, habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, schon mal durchgespielt. Aber wenn ihr da möchtet sehen, dann dürfen wir den natürlich auch durchaus in Angriff nehmen. Und die Abstimmung ist ja eigentlich bis jetzt... da müssen sie. Zählt jetzt da? Nein, no Bonus. Schade. Wie gesagt, das hätte ich schon mal durchgespielt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Let's Play auch mal noch interessant könnte sein dafür. Natürlich nur, wenn ihr es möchte sehen, wenn ihr es nicht möchte sehen, dann ist mir das eigentlich auch relativ egal. Okay. Jetzt komme ich da schon langsam in die Bredouille da. Genau. Aber ich habe noch Leben, also ist noch nicht vorbei, von dem her. Nein, juck nicht wieder haben. Okay. Ja, da stellen wir jetzt auch nicht unbedingt super. Aber jetzt hätte ich wenigstens mal eine grosse Lücke. In der Hoffnung, dass ich es vielleicht beim nächsten Mal aufkomme. Ja. Ja, und Game Over, weil mich Sport umtrillt hat. Gut, da sehen wir, ich bin nicht wirklich
gut und ich bin beim fünften Berg bin ich schon gestorben, aber ja, ihr habt sicher mal einen Einblick bekommen über das Spiel und wie gesagt, könnt ihr abstimmen, wenn ihr möchtet mitentscheiden, was das als nächstes kommt, dann bleibt mir auch nicht mehr viel anderes zu sagen, außer vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.